heiße Ursula Stähli, ich bin 44 und ich bin Primarlehrerin. Christ ist für mich irgendwie auch ein Mysterium, ein Geheimnis. Ich habe einfach eine Beziehung zum Gott, der auch sehr persönlich ist. Ich finde das irgendwie spannend. Er ist der Schöpfer vom Universum, König von allen Königen und gleichzeitig mein Vater, mein Freund, also so eine Beziehung einfach. Ich rede mit ihm auch viel, besprich mega viel mit ihm. Es ist so wie einfach mein Begleiter. Ich finde, also das Wort Evangelisation finde ich auch ein schwieriges Wort, weil ich fühle mich jetzt nicht unbedingt als Evangelistin, sondern ich habe einfach gerne Menschen und ich rede gerne mit Menschen über den Glauben, erfahre, was sie interessiert oder was sie beschäftigt im Leben und ja, und ich merke immer wieder in diesen Gesprächen mit diesen Leuten, dass die irgendwie ziemlich eine Leere haben oder einfach gar nicht wissen, wohin mit ihren Sachen. Ja, und ich finde, es ist auch ein Tabuthema. Man meint immer, die Leute sind gar nicht interessiert am Glauben, aber wenn man dann sie fragt und konkret darauf anspricht, dann merkt man, eigentlich sind sie gerade froh, können sie mal mit jemandem darüber reden. Ich habe jetzt gerade vielleicht ein Beispiel noch. Wir haben im Lehrerteam also eine Lehrerin hat so wie ein Ritual gemacht mit uns so zum Schulanfang, wo dann so darum gegangen ist, sich so irgendwie vorzustellen, Gold fließt über einem runter, also so. Dann habe ich gedacht, also von wo nehmen denn die das Gold? Oder einfach so, ich denke, es ist einfach, sie haben keine Quellen, sie kennen die Quellen nicht, wo sie überhaupt die Kraft hernehmen können. Und ja, ich bin einfach finde es einfach schön, mit den Leuten auch ins Gespräch zu kommen und zu fragen, hey, was glaubt denn ihr und wie seht ihr das? Ja. Genau, was mich antreibt und motiviert zum Thema Evangelisation ist, ich gehe immer glücklicher heim von so Einsätzen, als ich gekommen bin. Ich glaube, sonst würde ich es nicht mehr machen. Es ist manchmal auch so ein bisschen ein Aufraffen. Also wir gehen ja alle, also immer auf die Straße auch, mit Leuten beten und sie anquatschen. Und ja, manchmal braucht es ein bisschen ein Aufraffen und dann gehe ich aber immer glücklicher heim. Also es ist irgendwie wie so, Gott belebt meinen Glauben auch durch das. Ich bin immer nachher irgendwie völlig gelöst oder habe Freude einfach an diesen Gesprächen, an diesen Sachen, die ich auch erlebt habe. Ich erlebe auch, wie Leute Tränen haben in den Augen, wie sie teilweise gerade darauf gewartet haben, dass sie mal mit jemandem so reden oder beten und ja, also es gibt auch das andere, es gibt auch so Ablehnung, aber trotzdem im Großen und Ganzen bin ich immer sehr erquickt nach so Einsätzen. Also jetzt gerade auch beim Thema Evangelisation vielleicht oder überhaupt. Also ich bin ja Lehrerin und manchmal so am Lehrerzimmertisch sind dann die Gespräche auch ja, manchmal ein bisschen heikel oder dann eben die Freikirche und all die heiklen Themen oder und dann mag ich manchmal nicht mich auf so Diskussionen einlassen, dann verdrücke ich mich manchmal einfach. Dann stehe ich auf und bin dann mal weg. Und da habe ich gedacht, ja, da würde ich glaube schon noch mehr ein bisschen authentischer sein oder einfach, wieso muss ich mich jetzt verdrücken oder wieso muss ich jetzt aufstehen, genau in dem Moment, wo es ja, spannend wird werden. Auf der Straße mache ich ja das mega gern, aber manchmal ist dann so, wenn es dann so persönlich wird, im Lehrerteam, wo du jeden Tag zusammen bist, ist es dann gleich nicht gleich einfach. Einfach zu dem zu stehen, da würde ich wie noch authentischer werden und ja, einfach auch dort gleich sein wie die ich auch auf der Straße bin. Genau.